Grüß euch Gott, wie geht's euch denn? Was ihr da seid, das ist schön. Erstes habt's uns grad noch gefällt, kommt's daher grad wie bestellt. Fallen mir heut vielleicht noch, es kann schon passieren, nicht? Wissen wir genau warum. Kleine Kinder gehen ins Bett. Ja, aber unser einer, ja, aber unser einer nicht. Jawohl, grüß euch, servus, habe die Ehre zur Pavlatschen Nummer 170 und ihr seht es schon, ich bin allein. Aber, große Entwarnung, ich hab vor einer Stunde, naja, vor 2 Stunden. Vor 2 Stunden habe ich die Nachricht gekriegt vom Patrick, dass er nichts sieht, also dass ein Auge schwer in Mitleidenschaft gezogen ist und gesagt, das tut so weh und er kriegt es ja gar nicht auf und es ist ganz geschwollen, also er muss gar ins Spital und muss sich das ausschauen lassen. Und vor 5 Minuten, also 5 Minuten vor Beginn der Pavlatschen, hat er mich angerufen, Entwarnung, alles in Ordnung, alles gerichtet, alles gemacht, war eine kleine Problematik drinnen, aber das ist quasi gleich gemacht worden und jetzt kriegt er so ein Cortisonsalberl und muss halt mit einem Verband am Auge muss er liegen. Also Gott sei Dank Entwarnung, aber natürlich leider diese Pavlatsche ohne Meister der Quetschen. Daher würde ich vorschlagen, dass gleich einmal vorweg für den Patrick eine Orgie an rote Achteln reinfährt. Ich bitte euch darum, haut's eine, auch wenn alles wieder in Ordnung ist, aber trotzdem, dass er schnell das Auge wieder vollständig bewegen kann. Bitte seid so gut, haut's eine Orgie an rote Achteln für den Patrick, danke euch. So, ich habe natürlich da ein besonderes Setup heute, weil ich bin nämlich auch ein bisschen ein Wurstel. Man, das wissen nicht die meisten, aber ja, immer wieder wird es bestätigt. Und zwar habe ich also auch mit dem Mikrofon zum Beispiel, habe ich die Ehre und Freude gehabt, eigentlich ja auch der Patrick, dass wir für Radio Klassik, früher in Wien bekannt als Radio Stephansdom, ein kleines Interview aufnehmen haben dürfen bezüglich des 19. August dieses Jahres, nämlich die Landpartie am Köllerberg in Sierndorf an der Mach im Weihviertel. Dazu erzähle ich später noch ein bisschen mehr. Und ich habe also dieses Interview, also mal mein Teil aufgenommen gehabt und habe das alles lassen. Der Patrick war halt ein bisschen früher gekommen und hätte sozusagen auch noch seinen Teil fürs Interview eingesprochen. Und deswegen habe ich das alles so lassen. Und, und wie der Patrick mir angerufen hat, dass er eben krank ist mit dem Auge und hin und her, dass irgendwas ist, da habe ich mir gedacht, na scheiße, aber pass auf, dann fahre ich noch geschwind zum Perugini auf der, was ist das? Prager Straße, Brünner Straßen. Ja, auf der Brünner Straßen und hol mir noch ein Eis. Nicht? Gleich so ein Kanister, also so ein Liter. Und das habe ich gemacht, ne? Dann haben wir den geholt, dann haben wir eine angeraucht, auf gemütlich, entspannt. Und dann habe ich gedacht, na, jetzt wäre das alles herrichten, mit runtergekommen, bin draufgekommen, jösses, na, das technische Setup ist nicht so, wie es eigentlich gehört und auf die Schnelle habe ich nicht viel geändert. Also ich hoffe, es passt, ich hoffe, der Ton passt trotzdem auch auf diese Art und Weise und natürlich Bild. Das ist jetzt nämlich das Handy. Aber ja, Hauptsache ich bin pünktlich on air gewesen. So, jetzt schaue ich mir gar eine, wer oder da ist. Schau, die Achteln sicher schon, Weltklasse, ihr seid super. So, wie machen wir die? Susanne Faber ist da, der Maber, Christi Gott, Marion Kriegelstein aus Göttingen, Servus, Musikraum, der Raffi, jawohl, der Raffi, der Ulrich ist der Erste, der da geschrieben, jawohl, Markus Volker, und ein Superchat vom Ulrich. Grüß euch die Burm und den Rest der Gemeinde. 5 Euro vom Ulrich, aber da muss ich gleich, ja, heute können wir keinen Glaselschäverer machen, weil ja der Patrick fällt. Pass auf, jetzt muss ich anbotteln. Ich habe schon geöffnet, weil ein roter Wein. Heute dank Spaziergang vom Weinbau Fuchs an St. Lorenz 2019. Familie Fuchs aus Tattendorf, das ist also sozusagen südlich von Wien, das ist die Thermenregion.
nennt man das Gebiet dann dort. Und ja, das ist eben ein 2019er St. Laurent, eine rote Traube. An sich habe ich die ganz gern. 12,5 Volumenprozent werden wir also mit dem einen Flaschel nicht angesoffen werden. Wahrscheinlich. Schauen wir mal. Aber, jawohl, das Klangerl ist wild. Schau, sieht man schön. Nun denn, also jetzt einmal gleich Ulrich, 5 Euro. Gleich mal für das, dass ich noch gar nichts geleistet habe. Danke herzlichst zum Wohl. Jawohl. Jawohl, ein Weindal Deluxe. So, und jetzt aber gleich auf euch alle. Schön, dass ihr dabei seid. Auf einen gemütlichen Abend miteinander zum Wohl. Und jetzt auch von meiner Seite für den Patrick alles Gute, dass das schnell verheilt. Fangt schon gut an. Fangt schon gut an. So, der Landtagsstromer Markus ist am Start. Grüß dich Gott. Franz Brandwein, ich werde jetzt einmal frühzeitig anbotteln. Grüne Mittelin aus Gumpetzkirchen. Prost, ja, schau, Gumpetzkirchen ebenfalls Thermenregion. Also verwandt sozusagen von der Erde. Da Werner Wichtig, Christi Gott, Michael Unger ist da, Iglitsche Disse Babels, jawohl, Franz M., Fritzl Startguss, Matthias Mariacher, jawohl. Schaut da was an. Schaut, und da sind schon die Achteln. Da sind ja Daniela Schlögel, unsere Principessa, die Paplaccis, die Momo M, sicher, Karin Albertine Priesternik, der Markus Priesternik, ja. Ja, da werden wir heute noch mal ein Auge zuquetschen. Franz Brandwein richtig. Peter folgt. Servus Buben, Servus Pawlatschengemeinde, Nicole und Peter in Pawlatschenposition mit extra Gruß an Patrick mit der Piratenaugenklappe. Jawohl. Peter folgt und Nicole, ich hab's uns eine Riesenfreude gemacht. Erstens einmal durch euren spontanen, unangekündigten Besuch beim Taschler das letzte Mal. Überhaupt ein Weltabend beim Taschler und natürlich, dass ihr da wart, ganz große Freude. Und die haben wir schon hergekriegt, die Fressalien, die ihr mir mitgebracht habt. Haben wir schon hergekriegt, die werden die Woche wahrscheinlich, ziemlich sicher, vernichtet werden. Herrliche Rostbratwürsteln, Nürnberger natürlich, klar, Sauerkraut, alles, ja, schaut super aus. Und so ein Brat, ein Wurstbrat, oder Brät, sagt man, Brät, ist ja Wurscht. So, auf jeden Fall herzlichen Dank, Peter und Nicole, ganz leiwand war das. Schon der Raffi liegt mit einer Prellung im Bett beim Knie. Jesus, na, erst Raffi, das gibt's ja nicht. Der nächste. Ja, Prellung. Aber ich lese jetzt mal weiter, ob noch irgendeiner bedient ist, bevor wir mit deinen Achteln anfangen. Landtagsstromer sagt Ton und Bild okay, Bild und Ton top, sagt Michael Unger, ich danke euch schön. Sehr gut. Pünktlicher wie Zonko, Christoph Radau. Na gut, okay, das ist aber jetzt, ich meine, ich weiß nicht, ob der Zonko zuschaut, aber ich meine, jetzt pünktlicher als der Zonko zu sein, ist jetzt nicht unbedingt die Leistung schlechthin. Sagen wir es so. Munro LAD ist da. Hallo zusammen. Beste Grüße nach Thailand. Schön, dass du wieder dabei bist, Munro. Weltklasse. Ton ist besser. Sie glitscht diese Bubbles, dank der schön. Eine schöne Farbe hat er im Gesicht, der Klause. Ja, naja, das habe ich so eingestellt. Wie geht's einem Munkelein? Ja, Daniel Schlegel, Dankeschön für die Nachfrage. Ja, die habe ich heute eher im Spital besucht, am Weg der Besserung, halt eine langwierige Geschichte. Natürlich, also, naja, der Mai wird schon noch im Großen und Ganzen mit Spitalsaufenthalt bestehen und dann natürlich, wenn wir schauen, wann halt eine Reha. Außer schaut, aber es geht ihr gut, sie schaut glaube ich zu, also gleich ein kleines dickes Puzzle ins Sanatorium Hera in Wien 9 an meinem Munkelein, jawohl, aber das schickt mir auch gleich. Maggie in the house, good evening everyone, jawohl, grüß dich gut. Kaffee ist fertig, mach jetzt mal ein paar Bitburger auf, bravo Landtagsstromer. Lauter Invaliden, Franz Brandwein, ja, ist wirklich ein Wahnsinn. Es ist derzeit wirklich ein... Schau, Christoph Acker, Travelvlog, grüß dich gut, noch aus Griechenland, nehme ich an. Sehr leibend, ja. So, jetzt müssen wir uns zusammenfassen. Pass auf, ich hätte jetzt vorschlagen, ja, schau, Landtagsstromer, Markus, fangt schon an, mit den roten Achteln für Munkelein und bitte darum, ja, haut's eine rote Achtel für mein Schatzl, und gleich mit Bedenken bitte den Raffi mit seiner Brüllung am Knie. Dann hat es gleich mehr Achteln rein, dann haben wir das mit einer Geschichte erledigt, dass die wieder
wie der Franz Brandwein gesagt, die Invaliden da, dass die alle bedacht werden. Ich danke euch schön. Ja, so, dann nehme ich noch einen Schluck. Ja, mein Munkelein ja leider darf, oder weiß ich gar nicht, darf man was trinken im Spital? Ich habe mir gar nicht gefragt eigentlich. Ja. Trinke viel mehr Schnurl mit. Und pass auf, dann bringen wir gleich heute letzte Nacht in Griechenland. Das ist der Facker, ja. Also morgen fast, was ist denn morgen Dienstag? Morgen fährst du heim, aber du fährst die Wochen, glaube ich, gell? Du fährst über den Balkan heim, glaube ich. Für den Onkel brauchen wir auch einige Achteln. Wieso? Ich meine, der hat Geburtstag gehabt, das weiß ich, Daniel, aber hat er irgendwas? Ist irgendwas? Ja, Wahnsinn. Daniela Schlegel, schreib mir eine. Sorry für die Verspätung, wo ist der Patrick? Florian Lukas, ja. Patrick geht's gut, ist verhindert mit einer kurzen Exkurs in Sachen Auge. Das Auge hat ein Problem gehabt und hat mich vor einer halben Stunde angerufen, dass er aus dem Spital zurück ist, alles in Ordnung, alles gut, wird bald wieder alles in Ordnung sein. So, na hoffen wir das Rechte. Mein Fuchs ist sich heute auch aufs eigene Huf gestiegen, der Depp. Jetzt werden die Pferde auch schon deppert, das gibt's ja nicht. Das gibt's ja nicht. Franz Brandwein, ein Wahnsinn. Aber schaut die Achteln von eine und pass auf, ich merke gleich, ich werde es gleich mal, und ich meine, weil du ihm sagst Fuchs, ne, das passt natürlich zum Wein. Ja, genau. Fahre nicht auf einmal heim, habe bis Sonntag Zeit. Genau, Christoph Wagner, das habe ich mir gemerkt gehabt. Also zumindest bin ich froh, dass ich mir das gemerkt habe und ja, das eine gute Fahrt und ein schönes Erlebnis. So, Daniel Schlegel ist am Geburtstag auch in der Notaufnahme gewesen, Ruhepuls von 200, schlecht. Geburtstag und hohen Blutdruck. Für den Onkel und die restlichen Versehrten. Auch für den Gaul. Landtalstromer, ja. Jetzt haben wir dann echt nur Achteln zusammengebracht. Das ist ein Wahnsinn. Na gut, pass auf. Hauptsache es geht wieder. Hauptsache es wird. Das ist das Wichtigste. Dass wieder alles in Ordnung ist. Nicht, dass ich das umhaut da. So, und mein Munkelein hat gesagt, was ihr wirklich am Arsch geht, ist im Spital das, dass egal um was geht, meistens die Physiotherapeuten oder Ärzte oder Schwestern sagen, sie brauchen Geduld. 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 Er hat gesagt, die Geduld geht mir schon wohin. Und deswegen hat es gesagt zu mir, Berle, spül mir heute, hab ein bisschen Geduld mit mir. Aber ich weiß gar nicht, ein bisschen Geduld, sind Tore. Siehst du, aber den Patrick habe ich nicht da, dann weiß ich die Tonarten wieder nicht. Hab ein bisschen Geduld mit mir und sei nicht böse auf mich. Jeder hat so seine Fehler, ich bestimmt vielleicht auch du. Hab ein bisschen Geduld mit mir und sei nicht böse auf mich. Irgendwann werd ich mich ändern und der Grund dafür bist du. Wer hat mit sanfter Hand mir manches abgewöhnt, du hat manches harte Wort mit Zärtlichkeit versöhnt, du. Wer hat mir jemals mehr gegeben wie ihm nur du? Wer hat mir Recht auf mein Leben, war nicht du? Tausend einmal du. Aber ein bisschen Geduld mit mir und sei nicht böse auf mich. Irgendwann werd ich mich ändern und der Grund dafür bist du. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow.
Badam-bido, badabuzebobo. Badam-da-badam-bibi. Yabadasedo-bobo. Saturday, badabadababa. Wer hat mit zarter Hand mir manches abgewöhnt? Du hat er manches harte Wort mit Zärtlichkeit versöhnt. Du, wer hat mir jemals mehr gegeben wie ihm nur du? Wer hat mir Recht auf mein Leben, war nicht du? Tausendmal du. Hab ein bissl a Geduld mit mir und sei nicht böse auf mich. Irgendwann werd ich mich ändern und der Grund dafür bist du. Irgendwann werd ich mich ändern und der Grund dafür bist du. Jawohl, für mein Munkelein. Ja, mit einem Spontansolo. Ja, man, heute können wir wieder durch da irgendwie am Plätzchen machen, ne? So, was haben wir denn? Schuss oder Mama, ja, schauen wir mal, Susanne, ja. Patrick hatte gestern schon Probleme mit dem Auge, zum Glück alles gut, ja. Andreas Christina, alles bestens. Der Andreas hat mir eingeschickt, gestern ein Foto. Der Patrick und der Christina und 2 Biergregeln waren das Sujet. Nicht? Da haben sie da gesoffen. haben sie da Hetz gehabt. Sehr leibend natürlich. Und ja, genau, da hat gesagt, hat er gestern schon was gehabt, ja. Was? Musikraum. Da gehen Bilder im Internet rum, ein Pferd, das gestürzt ist und nicht mehr aufstehen kann. Ich weiß nicht, wann das war. Ob das aktuell ist. Schau, der Papa 01 ist da, jawohl. Die Bilder geistern immer herum. Ja, das ist klar. Schau, Maria Louise Leb, ebenfalls beim Taschler, letzte Mal. Ihr Lieben, es war so schön am Donnerstag und nächstes Mal habe ich für Patrick eine Überraschung. Die Anne Haslinger kommt. Sehr gerne, ich kümmere mich darum. Liebe Grüße, das freut mich, wenn das der Patrick jetzt, wenn er jetzt da sitzen tät, ich weiß nicht, zuschauen wird er nicht, weil er das Auge nicht anstrengen kann. Aber es ist halt keine Überraschung mehr, ne? Auf jeden Fall leibend. Große Freude. Schau da was an. Ich glaube, man sollte sich für niemanden ändern, nicht einmal für du. Ja, genau, Christoph Acker, bravo. Ja. Klingt wie ein Trompeten mit Dämpfer. Ja, das war so ein improvisiertes Solo. Was Franz M. Bedienten, was? Ja. Das ist natürlich ein Wahnsinn. Freunde, kleinen Schluck nehmen, sicher da, schau, heute bin ich in breiter Position. Aber es freut mich auf jeden Fall, das Mikrofon ist an sich nicht für das vorgesehen, aber ich mir gedacht, für eine Person, das wird schon tun. Es wird schon gehen, nicht? Wird schon gehen und wenn das natürlich gut hinhaut, auch hoffentlich musikalisch, dass der Sound sozusagen, dass das auch passt, dann ist das schon sehr, sehr leibend. So, ein Schluck Wasser, der ist sehr gut. Der Sanklerin, und der Spaziergang ist noch gar nicht da, gell? Habe ich gar nicht gesehen. Spaziergang ist noch nicht da, dabei trinke ich sein Wein. Ha, vom Weingut Fuchs, was ich sehr leibend finde. Was war? Aha. Naja, irgendwas hat sich gemeldet. So. Gehen wir es gleich weiter an. Es nutzt ja nichts. Was machen wir? A ganz alte Hütten, verdeckt von der Sonne, abpflasterte Gassen, dort bin ich geboren,
im Hinterhof da steht verlassener Bahn, nicht ein Platzl, ein grünes, nur Steiner und Land. Dort haben wir als kleines Kind gelebt, dort war ich daheim. Ein finsterer Hausflur und düster die Gegend, das Mätter, das prägelt schon von die Wind. Am Gang die Bassina, das Klosett geht daneben, ein kleines Zimmer, ein Strohsack, dort sind wir Kinder gelegen. Und dass wir damals glücklich waren, kann kein Mensch heute verstehen. Zu der alten Hütten zieht's mich manchmal hin. Da weiß ich dann, dass ich ein Fremder dort bin. Ich denk zurück, Jahrzehnte, und da wird mir klar, dass trotz Armut meine Kinderzeit so wunderschön war. Dass trotz Armut meine Kinderzeit so wunderschön war. Die alte Hitten von Walter Häuser, Gott hab ihm selig, eine Größe war das. Was haben wir, die Achtel, Dankeschön, ich liebe das Lied so sehr, so selig. Dankeschön, die Maggie, jawohl. Schau, die Achtel, ich danke euch vielmals. Ich danke euch vielmals und jetzt, pass auf, jetzt trinke einen Schluck und dann haben wir uns über was drüber, was ich so noch nie gemacht habe. Warte mal. Der Glaselschäberer geht doch, der Flaschenschäberer in dem Fall. Weltklasse. Schmeckt auch wirklich gut. Schmeckt auch wirklich. Vom Ton her klingt es fetter, weil das Mikrofon näher bei dir ist, denke ich. Ja, genau. Michael Unger, das ist ja das Problem. Wenn wir eben zu zweit sind, müssen wir natürlich weiter weg. Und also, ich bin schon am Überlegen, ob ich mir was antue beim Livestream mit mehreren Mikrofonen. Dann können wir das auch besser machen schon, ja. Aber da muss man halt aussteuern, nicht? Da muss nicht, weil so bin ich ja trotzdem nur einer und das geht. Und wenn ich jetzt da 2 Mikrofone oder 3, also 4 könnte da verwenden, dann müsste ich das vorher halt wirklich aussteuern und kann dann in Wahrheit, wenn es dann live ist und ich sage dann erst, ich sage jetzt irgendwas, die Gitarre ist zu laut oder viel zu leise, dann kann ich das nicht mehr da so einfach regeln, sondern müsste das wiederum irgendwie aussteuern. Das ist ein bisschen kompliziert, aber vielleicht werde ich es mal probieren. Aber ich hätte es selber, warum nicht? Straßenhans, na schau, der Tontechniker ist schon dabei. Wenn man von der Tontechnik jetzt, Straßenhans, jawohl, hoffentlich auch wieder in Ordnung und gesund. Warum kenne ich das Lied nicht? Sehr schöner Text, Andreas Christina. Ja, haben wir noch nicht oft gespielt. Ganz leibend, ja. Wie wäre es mal mit der Reblaus, auch wenn du das nicht gern spielst? Ja, ich spiele schon mal gern. Beim Klang der Hörner, Brigitte Scheurer, jawohl, der Georg. Beschmattes, per Paypal erledigt. Landtalstromer Markus, bist einfach Weltklasse. Hat schon Schmattes eine, bevor ich drum bitte und bedel. Danke dir herzlichst. Mit der Reblaus, naja gut, Ackerl, ich mein, hoch zu. Die Reblaus nach Griechenland, ne, schick mir griechischer Wein. Ich weiß nicht, was das ist, ich trink so gern ein Flascherl Wein. Da muss kein besonderer Anlass oder gar ein Sonntag sein. Ich sitz oft stundenlang allein auf einem Fleckerl, in einem Weinlokal, in einem stillen Eckerl. An anderen Menschen wäre das vielleicht zu dumm, aber ich bin selig und ich weiß genau warum. Weil ich muss im früheren Leben ein Reblaus gewesen sein, sonst wär die Sehnsucht nicht so groß nach einem Wein.
Drum tu den Wein ja nicht trinken, sondern beißen. Ich hab den roten grad so gern, äußer wie den weißen. Und schwören könnte ich, dass ich eine Reblaus gewesen bin. Ich weiß bestimmt, ich hab gehaust in einem Weingarten bei Wien. Drum ob den Gumpoldskirchner, Franz Brandwein, ich soll vom Herzen gehen. Und wenn ich stirb, bitte schön möchte ich ein Reblaus schon wieder werden. Ich hab mir schon als Kind gedacht, was kann denn das nur sein? Wenn die Mutter mir eine Milch gegeben hat, da wollte ich schon einen Wein. Ich konnte damals schon die Mühle nicht vertragen. Wir haben sie die Haare aufgestellt und umdraht war mein Magen. Nach langem Hin und Her studieren, da kam ich drauf, warum ein Wein ich lieber wie eine Mühle sauf. Ja, aber ich muss im früheren Leben ein Reblaus gewesen sein, sonst wär die Sehnsucht nicht so groß nach einem Wein. Drunter den Wein ja nicht trinken, nein, ich tu ihn beißen. Ich hab den roten grad so gern, äußer wie den weißen. Und schwören könnte ich, dass ich eine Reblaus gewesen bin. Ich weiß bestimmt, ich hab gehaust in einem Weingarten bei Wien. Drum ob den Gumpoldskirchner, ich soll vom Herzen gehen. Und wenn ich stirb, möchte ich ein Reblaus wieder werden. Reblaus! Die Reblaus muss man einen Schluck nehmen. Die Reblaus muss man einen Schluck nehmen. Reblaus. Dabei ist ja ein Schädling, nicht? Ein Schädling. Die Reblaus vernichtet ja den Wein. Also Patrick ist nicht da, ich muss mir das selber nachschenken. Schau die Achteln, danke schön. Die Achteln. Danke euch vielmals. Grüße an alle Leidenden und baldige Besserung. Liebe Grüße, Georg. Jawohl, danke euch schön. Schon so schön, dir zuzuhören. Maria Louise lebt, ich danke dir vielmals. Bemühe mich auch wirklich, muss ich sagen, ich bemühe mich sehr. Wo, mit links, nicht über den Computer schitten, nix über den Computer schitten. Klause, der Trottel. Jawohl. So, und jetzt, da kommen wir zu dem, was ich gesagt habe, das habe ich so noch nie gemacht, nämlich, wir werden jetzt da alle drei, werden wir jetzt interpretieren, und zwar ohne Text und ohne Noten. Schauen wir, ob ich es zusammenbringe. Ich tue den Wein auch nicht trinken, sondern beißen. Ich trinke ein Achtel, saufe mir an und es geht schön, ist so ein Riegelspiel. Bravo, Franz Brandwein. Applaus für den Reblaus, bitte folgt, danke schön. Ja, Schädling hin oder her, Lied ist trotzdem schön. Ja, stimmt eh. Christoph Acker, hast schon recht. Ja, hast schon recht. Aber jetzt da, alle drei. Übrigens, ich meine, das ist eine alte Volksweise, aber tatsächlich diese Neufassung, die jetzt bekannt ist, die hat tatsächlich der Ferry Wunsch wiederum zusammengestellt und bearbeitet und gemacht. Und das ist der, den wir schon kennen, von heute kommen die Engel auf Urlaub, nach Wien stellt mir eine Rosenstall und beim Wein darf es nicht fad sein. Ferry Wunsch, auch der hat das quasi diese Volksweise bearbeitet. Und die Neberfahne und die Judenane und die Zitronenrese, alle drei. Das ist ein Blödsinn, was spielen. Falsche Tonart. Erst, wenn der Patrick nicht da ist, ist ja mega ein Wahnsinn. Und die Neberfahne, ja, da so kommen wir her. In G ist es, in G-Dur, mein Gott, es ist eh fast alles in G, was wir spielen. Oder sehr vieles. Und dann gerade das, was in G ist, spiele ich auf einmal in D. Das muss man mir auch noch erklären. Das kann man keiner erklären, weil ich es selber nicht erklären. Wurscht, also wir fangen halt nochmal von vorne an, das macht ja nichts. Pluralis Majestätis, oder wie heißt das? Majestätsplural ist ja wurscht. Wir fangen an jetzt. Und die Neberfahne und die Judenhane und die Zitronenrese, alle drei, die sind in Stadt gegangen und wollen einen Gogel fangen. Dabei sind's müde gegangen, alle drei.
die sind in die Stadt nicht gegangen, haben wollen einen Gogel fangen. Dabei sind sie müde gegangen, alle drei. Und der Stravanzer Hansi, und der Granaten Franzi, und der Chile Wickel, alle drei. Die sind zum Stoß nicht gegangen, haben wollen ein Hasel fangen. Dabei sind sie nicht gegangen, alle drei. Die sind zum Stoß nicht gegangen, haben wollen ein Hasel fangen. Dabei sind sie nicht gegangen, alle drei. Die Grammatanzer Schani und die Togoten Anni und der Rinnägel, alle drei. Die sind zum Hügel gegangen und wollen einen Gott anfangen. Dabei sind sie mehr gegangen, alle drei. Die sind zum Hügel gegangen und wollen einen Gott anfangen. Dabei sind sie mehr gegangen, alle drei. Und die Krawattentonne und die Hefenfrone und der Spinatpferdl, alle drei. Die haben im letzten Sommer an die Moos weggenommen, jetzt sind sie ins Hefen gekommen, alle drei. Die haben im letzten Sommer die Moose weggenommen, jetzt sind sie ins Häfen gekommen, alle drei. Ja, völlerfrei. Völlerfrei. Also das ist aber, keiner ist mehr überrascht als wie ich. Glaubt's mir's. Weltklasse. Die einen trinken den Wein, die anderen essen die Reblaus. Musikraum Bravo. Eine Premiere. Klaus verspielt sich. Ja. Christoph Acker ist frech. Frech. Gleich muss ich sagen, schau Wildcat. Wildcat ist da, jawohl. Ich kann mir nicht entscheiden, was ich trinken soll. Ich glitsche diese Bubbles. Trink, was dir einfällt. Was sagt die Maggie? Am Bein noch unser Pavlatschistik-Stanzl. Ah ja, der Rutgermat und der Störermat, das spielen ganz akkurat alle Zauber. Die Pavlatschisterie in der Pandemie ist voller Harmonie ganz umschlagbar. Ja, der Rutgermat und der Störermat, die spielen ganz akkurat alle Zauber. Die Pavlatschisterie in der Pandemie ist voller Harmonie ganz unschlagbar. Die Pavlatschisterie in der Pandemie ist voller Harmonie ganz unschlagbar. Bravo Maggie, bravo Maggie. Weltklasse, Weltklasse. Trink mal einen Schluck. Was will denn sonst sein? Auf jeden Fall, ich habe mir das Eis geholt. Und hab das. Da haben wir gedacht, naja, es wird sich schon ausgehen, ich werd mir da noch ein Eis reinhauen, nicht? Vor der Pavlatschen. Dann habe ich das natürlich noch heraus stehen lassen. Es in dieser Styropor-Box. Und dann bin ich eben drauf gekommen, dass das da ist ein bisschen die Technik noch nicht so hergerichtet ist, wie es gehört. No. Und dann habe ich halt oben noch mal ein bisschen angeschöpft und den Rest in die Tiefkühle reingehauen. Naja. Die Bedeutung einiger Begriffe kenne ich nicht, wahrscheinlich zu jung. Naja gut, das kennen aber viele nicht. Jetzt fehlt nur ein Solo-Gestanzl, genau. Ja, aber man kann es ganz gut durchgehen. Also die Namen haben wir schon erledigt, einmal die Namen, das sind einfach Eigennamen. Aber also am Anfang die drei Damen. Drei Damen sind in die Stadt gegangen und wollten einen Gogel fangen und dabei sind sie Mühle gegangen. Also die sind in die Stadt rein, wollten einen Gogel. Ein Gogel, das ist ja, ich habe auch nach Untertitel gesucht, Munro. Da muss ich es jetzt erklären. Nach Thailand.
Also der Gogel ist so wie der Giegel oder der Stutzer, das ist sozusagen ein, ja, so ein, was das ist, so ein übertriebener, so ein Gockel halt, ne? Der Gogel. Gogel, Giegel, Stutzer ist der gleiche Begriff, was der mit der modisch immer beieinander und so, ein Dandy, oder? Tatsächlich ist auch der Begriff Gigolo, das ja wirklich nicht italienisch ist angeblich, sondern Gigolo kommt tatsächlich auch von dem Giegel. Und das ist jetzt nicht unbedingt aus dem Wienerischen, sondern das Giegel, das gibt es auch im Deutschen mehr oder weniger, also so in verschiedenen Mundarten. Und also das ist so ein Gigolo, nicht? So ein Pfau, nicht? Das ist der Gogel, nicht? Den wollten sie, also die drei Damen wollten in der Stadt so jemanden sozusagen äh, ja, umgarnen, um ihn dann auszunehmen. Und dabei sind sie Meier gegangen, das heißt nichts anderes wie ins Gefängnis gekommen. Dann in der zweiten Strophe haben wir einen Stoß, ne? Die drei Bärschen sind zum Stoß gegangen, haben wieder Hasel gefangen, dabei sind sie näher gegangen. Also zum Stoß, eine Stoß war ein Kartenspiel, aber ein Glücksspiel. Nicht? Also nicht ein Kartenspiel wie Schnapsen oder Jolly oder was, wo man ein bisschen auch, sozusagen sich irgendwie auch einbringen kann, sondern ein reines Glücksspiel. Und das wurde immer gespielt in den Hinterzimmern der Gastronomie, eher in Rotlichtmilieu in Wien. Da ist Stoß, also Stoß hat das Kassen gespielt worden. Und Hasel weiß ich jetzt nur, das ist eben quasi die Gewinnerkarte beim Stoß. Und die wollten immer Hasel fangen, also eben die Gewinnerkarte bekommen und dann sind sie Neger gegangen, also sprich, sie sind pleite geworden durch diese ganzen Geschichten. Und ja, und was war das nächste? Ähm, ähm, Die sind in den Stadt nicht gegangen, sind zum Higler gegangen, haben wollen einen God anfangen, dabei sind sie Mühle gegangen. Also der Higler war ein berühmter Juwelier in Wien. Ein Godan ist ein Synonym für einen großen Edelstein. Ein besonders wertvoller Edelstein ist ein Godan. Nicht? Haben wir einen Godan fangen und dabei sind sie Mühle gegangen, heißt auch wiederum nichts anderes wie sind verhaftet worden und darben im Gefängnis. Und in der letzten Strophe waren es dann die drei, haben im letzten Sommer an die Maas weggenommen, jetzt sind sie ins Häfen gekommen. Also im letzten Sommer, glaube ich, an die Maas weggenommen, das ist die Maße. Also sie haben jemanden umgebracht. Nicht? Also sprich, sie haben sozusagen die Notwendigkeit einer Maßschneiderei sozusagen ein Ende gesetzt. Also haben sie ihm die Maße angenommen, weil er angeragelt worden ist, also gestorben ist. Und da sind sie ins Häfen gekommen, also auch ins Gefängnis. Also rundum eigentlich positiv fröhliches Lied. Ja, also ich hoffe, ich habe das halbwegs richtig und gut gebracht. Ein Stutzer, genau. Jeder Gogel, jeder Göd holt sich die Firmungsuhr beim Schwöd. Ja, genau. Genau. Stenz, oder? Was ist Stenz? Weiß ich nicht, die Glitsche diesmal. Ja, der Christina-Mat mitsamt den Rutger-Mat und mit dem Steuermat alle drei. In diesem Großformat spielt er ganz adäquat mit seinem Apparat a Trarerei. Jawohl. Ja, ja, der Christina-Mat mitsamt dem Rutger-Mat und mit dem Steuermat alle drei. In diesem Großformat spielt er ganz adäquat mit seinem Apparat a Trarerei. Jawohl. Wo ist denn der liebe Patrick Waldgett? Ja. Patrick hat am Auge ein Problem gehabt, was aber bereits behoben, die Ursache behoben ist und jetzt ja, muss er kurz, kurz pausieren, nur ein, zwei Tage, aber ja, alles in Ordnung. So habe ich gedacht, sie haben jemanden die Maß Bier weggenommen. Ja, genau, nein, genau. Die Maß, also haben die Maß weggenommen, eben die Maße, nicht? Sodass dass kein Schneider mehr die Maße benötigen würde, weil eben nicht mehr lebend. Großartig erklärt, sagt der Markus Bistonik. Franz M., die Maß weggenommen, ist da nicht Geld gemeint? Naja, habe ich schon mal gehört, dass das vielleicht auch sein könnte. Ganz ehrlich, ich habe keine Erklärung gefunden. Ich habe irgendwo, ich kann auch nicht mehr die Quelle sagen, habe ich eben auf jeden Fall die Erklärung gefunden mit der Masse.
Nicht? Also die Maß, weil für Maß, für Geld habe ich noch nie Maß gehört und habe es auch nicht gefunden. Aber heißt nicht, dass es so ist. Also Franz M., dem werden wir mal nachgehen. Nicht? Das Maß steht auch für Geld, ja. Brigitta Scheurer, das stimmt, das könnte man vielleicht hinbringen, Maß. Aber es ist schon im Text steht schon ein Maß. Also die MA scharfes S. Oder sogar MA Doppel S, Apostroph, die Maß. Ähm, Moos kennt natürlich die Moos weggenommen, aber es ist eben ja Maß geschrieben. Und Moos sagt man eigentlich in Wien nicht zum Geld. Aber es wäre schon durchaus auch eine Möglichkeit. Das ist ja oft bei so Geschichten, da kann man nie wirklich sagen, was ist wirklich richtig. Aber ja, es ist, man versucht es dann noch zu folgen und wie gesagt, ich habe nur das gefunden mit der Maß. Nicht? Der braucht kein Maß mehr. Ne? Den haben sie die Maß weggenommen. Also das ist schon, ob das mit Geld zu tun hat, aber dem werden wir nochmal nachgehen. Das würde mich jetzt auch interessieren. Ja, ja, ja. Alexander Küpferling, jawohl. Mühle gehen. Abgeführt in die damalige Polizeistation Mölkerpastei. Siehst du, das habe ich nicht gewusst. Mühle gehen, von da kommt es. Wenn man Mülle gegangen, weil da habe ich tatsächlich auch nur gefunden, also Mülle gehen ist ins Gefängnis kommen, aber natürlich Mölkerpastei, ganz klar, klar. In die Mölkerpastei, in die Mülle. Danke, Six Franz, das habe ich nicht gewusst. Ständig sagen die Piefke zum Gogel. Ja, das kann sein. Und dann, wie heißt denn das da in der Karnevalsgegend? Der Gag. Nicht? Der Gag ist Gag und Gogel, das hat auch irgendwie einen gleichen Hintergrund. Ich glaube Gag. Ne? Sagt also bei den Karneval in Köln oder wo, nicht? Der Gag. Auf jeden Fall, da lernen wir alle gemeinsam was. In der damaligen Zeit war es halt nochmal, das Maß war wahrscheinlich ein Unfall. Ja, aber den haben sie die Maß weggenommen. Ohne Maß nichts los, genau. Schönen guten Abend, bin etwas spät dran. Ich musste meine Tochter wohin bringen. Naja, gut. Wie ist der Wein? Spaziergang, endlich. Ich hab dich schon da mehrfach gelobt. Du warst nicht da. Aber du hast eine gute Erklärung. Beste Grüße an die Töchterlein. Du, der Wein ist hervorragend. Hervorragend. Das können die ja alle bestätigen, alle Pavlacisteras, die mir beim Trinken bereits zugesehen haben. Also nochmal auf die Spaziergang, herzlichen Dank für den Wein und ich würde sagen, heute haben wir schon so viel Achtel rausgehauen, haut's nochmal eine Orgel der rote Achtel für den Spaziergang, der sich darum bemüht hat, dass der Patrick und ich einen Wein haben, wobei jetzt nur ich kurzfristig was von Wein habe. In diesem Sinne, danke Spaziergang, sehr zum Wohl und auf die Familie Fuchs, die diesen herrlichen St. Laurent produziert haben. Bei Wähle finde ich zum Beispiel Moos ist Geld. Ah ja, okay, na, vielleicht ums. Ja, Maggie, das kann, ja, wobei es ja nicht wirklich verwendet worden ist. Aber da, wenn es der Wähle schreibt, wird schon ein Thema gewesen sein. Aber, wie gesagt, was dem jetzt noch widerspricht, ist, dass im Text von Fairy Wunsch im Originalblatt tatsächlich Maß steht. Schau jetzt nach, ob das stimmt, aber ich glaube schon. Ich schau nach, aber wir machen das. Pass auf, wir machen das. Ich habe ja alles beieinander. Ich habe das da alles beieinander. Da muss ich das da machen. Entspannung. Da haben wir schon. Alle drei. Alle drei, schon. Ein Handgriff. Jetzt sagen wir an die Maß, ja. M-A-Doppel-S. Die Maß. Das A mit dem Ringel. Die Maß. An die Maß. Und das Moos wäre ja das Moos gewesen. Das Moos weggenommen. Daher, glaube ich, ist das da anders. Aber dem werden wir gemeinschaftlich werden wir dem nachgehen und werden das aufklären. Der Fuchs war immer ein Geheimtipp. Spaziergang, ja. Na, jetzt nicht mehr. Jetzt ist er. Im Kölner Karneval gibt es einen Jeck. Ja, aber irgendwas mit K gibt es da. Irgendwas. Aber der Jeck. Naja, das ist nichts. Meine volkskundlichen Hintergründe sind auch schon schwach geworden. Schmock sagt man, der Schmock. Na gut, das ist Jiddisch dann, ja, der Schmock. Das ist der Jiddische. Der Schmock ist der Nicht-Jude. Nicht?
da sagt man, so ein Schmack. Das Jiddisch gefällt mir ja irrsinnig gut. So, pass auf, wenn wir jetzt schon beim Ferienwunsch waren, machen wir wirklich das. Beim Wein darfst nicht fad sein, beim Lied musst schön stark sein, sonst hast nur die halbe frei. Beim Plaudern musst lieb sein, beim Busseln ein Dieb sein, tust das nicht, tut's dir später einmal leid. Das Leben ist ein Hutschen, einmal um, einmal und, am schnellsten verfliegt oft eine glückliche Stund. Darum darfst niemals fad sein, kommt das Glück, musst schön stark sein, nagel's an, weil sonst fliegt's da davon. Das Leben ist ein Hutschen, einmal um, einmal und, am schnellsten verfliegt oft eine glückliche Stund. Drum darfst niemals fad sein, kommt das Glück, musst schön stark sein, nagel's an, weil sonst fliegt's da davon. Jawohl, beim Weid. Also mir gefällt das sehr gut, das Lied. Was haben wir da? Moos sagt man in Wien auch nicht zum Geld. Ja eben, sagt man nicht wirklich. Hat man früher vielleicht gesagt, die Maß weggenommen Schneider ist eine sehr schöne Beschreibung, ja. Musikraum. Nein, es ist, die habe ich auch, also die ist auch nicht wirklich nicht von mir, die habe ich wurscht, trinke ich aus. Habe ich irgendwo gefunden und ich weiß nicht mehr wo. Ja gut, für Geld gibt es natürlich sehr viele Synonyme. Moos, Kohle, Kies, benutzen, Knaster, Dacken ist Geld, ja. Landstrom im Deutschen gibt es ja noch mehr, in Wien ist da, aber im Moos sagt man, ist bei uns nicht so gängig. Nicht so gängig. Jawohl, der Malaga, Franzi. Und Flins kannst du das Geld auch heißen. Flins. Ja, nein, da gibt es ja sehr viele Begrifflichkeiten. Liederwunsch. Es ist schön, mit einem Freund alt zu werden. Für unsere Wildcat. Jetzt haben wir alle liebe Leute verloren, aber in der Pavlatschi-Hysterie bleiben wir zusammen. Na bitte, Maggie, da hast du recht. Es ist schön, mit einem Freund alt zu werden. Na, warte mal. Es ist schön. Ich glaube in C. Probieren wir es in C. Kann schon sein. Es ist schön, mit einem Freund alt zu werden, der mir in die Augen schaut und ehrlich sagen, ich hab dich gern. Du bist gestanden neben mir wie ein Band und jeder war für einen anderen seine Hand. 20 Schüling waren 10 mal 2. So wie es jetzt sein soll, bei 2 echte Haberer. Und der Himmel war ewig voll Stern. Es ist schön, mit einem Freund alt zu werden.
Ja, es ist schön, mit einem Freundl zu werden. Schau dir deine Freunde gut an. Wer's ehrlich mit dir meinen kann. Du bist auf der Welt ganz allein. Solang du was bist und was hast,